Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Und wisst ihr, was so richtig scheißend deprimierend ist? Wenn man im PlayStation-Menü ist und sieht bei der Trophäe, dass man nur 9% geschafft hat. Oh Mann. Oh lecco mio. Scheiße, das wird heftig. Also gehen wir mal in die Frauenstation rein und hoffen, dass es hier etwas gesitteter zugeht bei den Damen. Ah, na toll. Als bei den Männern. Okay, da können wir mal nicht durchfliehen, wenn Not am Mann ist. Nur drüber ist schon irgendeine Gestalt. Ach du Scheiße, Mann, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Oh, nein. Da kann ich auch nicht durchfliehen. Verdammt nochmal. Von wegen, hui, ich habe 4 Batterien, toll. Na toll, der Typ ist jetzt auch weg. Ach du Scheiße. Ach Gott, ich will doch nicht hier, Mann. Ich will doch einfach nicht hier. Oh Gott. Warum war ich so scheißblöd und hab mir das ausgesucht? Warum bin ich so ein Arschloch? Quetschpassage, das kennt Hese, der Walkas Chris kennt wieder hinterher Steiger. Ob sich dünne Patienten durchquetschen können, das wird mich interessieren. Okay, bei der so klischeehaft es ist, aber oh. Da geht einer mit dem Knüppel rum. Na toll. So klischeehaft es ist, bei der Frauenstation ist die Wäscherei. Oh, na prima. Na prima. Also geht's ab in den Waschsalon. Und was wird da gerade gewäscht? Eine Notiz. Das Geräusch in der Maschine. Gott sei Dank ist es eine längere Notiz. Oh Gott. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Also das finde ich nicht gerade sehr schön, das Geräusch. Und das ist auch nicht gerade sehr lebensbejahend, das Ganze. Was haben wir dann hier noch? Ich hätte ganz gern, dass der Scheiß aufhört, um mal ehrlich zu sein. Okay, du war der Spinner, der dagegen gekämmert hat, als wir hier entlang sind. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich kann mich noch von Gronk erinnern, dass das jetzt eine ziemlich heftige Passage mit Schlüsselsuche mit vielen Spinner ist, die hier rumrennen. Deswegen wird es jetzt einmal Konzentration erfordern, um es mal so zu sagen. Ah, Batterie ist sehr gut. Okay. Die Batterie ist nämlich auch schon... Oh, ich habe gedacht, das wäre ändert, oder dabei war es nur der Shutter von dem Ding hier. Okay, ja. Ich weiß noch, dass das recht lange Passage sein kann. Und dass wir jetzt hier viel Schlüsselsucherei und so weiter vor uns haben, glaube ich, mich zu erinnere. Also es wird definitiv nicht die leichteste Passage und vor allem auch nicht die ungruseligste Passage. Was soll dann die Musik jetzt? Mann! Oh Gott. Da macht wieder irgendein Poltergeist over Umus. Oh Gott. Wieder schäm dich Toilette zum Verstecker. Nix als Scheiße. Und ich mit meinem Orientierungssinn, das wird großartig, ihr liebe Leid. Ich verirre mich ja sowieso schon hier überall. Und das wird der absolute Brüller. Oh Gott.
Ich glaube, das wird die schrecklichste Aufnahmesession seit Ewigkeiten. Ich glaube von Dokumisch, oder? Ne, Quatsch. Dokumisch nicht. Das finde ich immer ganz schrecklich, wenn der von unten noch oben hoch guckt. Und ich habe jedes Mal die Befürchtung, dass so Fratze dann vor mir steht. Okay, also hier geht es nicht großartig weiter. Komme ich von hier? Ja, genau, von hier komme ich. Okay. Das heißt, da müsste ich wohl weitergehen. Aber hier gibt es auch noch eine Passage, die ich entlang gehen kann. Oh. Hi. Ja, was geht bei dir so? Hast du einen Knüppel in der Hand oder so? Bist du aggro oder bist du nett? Oh, servus. Der scheint mal keine Waffe in der Hand zu haben. Das hat aber noch gar nichts zu heißen. Ich mach dir nichts. Echt nicht. Ich bin eigentlich echt schwer in Ordnung, Mann. Ich tu dir echt nichts. Och nö. Bitte nicht nochmal in den Keller. Okay. Toter Wachmann mit Batterie. Aber ich kann nicht über der Kadaver steigen. Du wackelt da einfach nur. Interessant. Ja, hochinteressant. Lassen Sie uns da mal drüber reden. Herr Wachmann, wir setzen uns hier in den Pappkarton und halten hier die literarische Runde. Oh Gott. Ich finde es gar nicht mal so verkehrt, jetzt hier literarisches Duett oder so zu machen. Ach du liebe Zeit. Da kann ich hochspringen und da geht's runter. Okay, bevor wir den schönen Weg noch aufnehmen, muss ich dummerweise auch noch im Keller gucken. Und ich habe wieder rüber geguckt und ich bin gleich bei 7 Minuten und ich finde es jetzt schon richtig, richtig heftig. Okay, was haben wir dann hier im Keller? Dum, 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 da, dum, dum, Musik, bam, 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 badam, bam, Musik. Was geht dann? Okay, merke, speichern. Bam, 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 Musik, Musik. Bam, 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 Musik. Ich glaube, da in der Ecke hockt ein Spinner und der greift uns an, wenn wir uns ihm nähern. Das sind doch schon die Scheißakte, Mann. Ja. Ich weiß das zufällig echt noch vom Gronk, wenn wir uns dem Typ nähern, dann greift er uns an. Deswegen gehe ich ja hier gar nicht Notra. Auszug aus Projekt Paperclip. Projekt Paperclip, Joint Intelligence Objectives Agency, abgekürzt JIOA, Dokument Nummer 8 von 186, Ablage 230-86-46-46-5, Auszug. Ref, Doppelpunkt, Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Okay. A. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Also die Deutschen und die Österreicher, die sind offenbar hier begehrt. Siehe Sigmund Freud und wahrscheinlich auch wegen frühere Nazi-Experimente, nämlich mal, dass die auch dann Alter haben wollen. Auf der anderen Seite sind auch die deutsche aktuelle Spezialisten ziemlich gut. Also das kann ich schon irgendwie nur vollziehen, dass sie die Spezies haben wollen. Warum ist das so grünlich hier? Das hat so einen grünlichen Schein. Das irritiert mich total. Hat es das auch, wenn wir so drauf gehen? Nee. Das hat es anscheinend wirklich nur durch die Kamera. Oh Mann. Ich will nicht dohi, ich will nicht dohi. Da hat's auch einen Pfeil. Ich mag jetzt nicht do rüber, Manometer. Okay, scheiß drauf. Kletter hoch, du Pansen. Wie sieht's du aus? Da können wir tatsächlich hier. Okay. Da ist nicht so gut.
Warum kann dieser Scheißvater Martin, jetzt mal ganz ohne Witz, warum kann dieser... Für diese Tür ist ein Schlüssel benötigt, genau. Das habe ich noch von Gronkh im Kopf, dass wir da noch um Schlüssel suchen müssen. Warum kann dieser elende Teigwarentyp nicht mit uns einfach rumgehen? Ich meine, so viel großartige Sache kann dir doch gar nicht vorhaben. Ist aber gut zu wissen, dass hier so schämlich Bett ist. Okay. Danke, Pater Taigi, aber, ach ja, da ist er. Ach du Arschloch, bleib doch einfach mal bei uns. Dann denen sagt die ganze Spongos hier nicht attackiere. Mir wäre es erheblich lieber, wenn wir hier einen Aufpasser hätten, der uns an der Hand nimmt. Es ist mir eindeutig lieber, wenn ich jemand hier hätte. Aber hundertprozentig. Ich hab das einfach lieber, wenn hier jemand ist, der anscheinend auch von der Patientin nicht angegriffen wird, wegen was auch immer. Und, okay. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Na, großartig. Und wie ist der durchgekommen, bitte? Oh, scheiße, erst Halbzeit. Musik. Schäm, der Schrank. Okay. Das macht mir nicht gerade viel Mut, muss ich sagen. Wenn hier schon überall Versteckgelegenheiten sind, macht mir das absolut nicht Mut gerade in dem Moment. Okay, da komme ich sowieso nicht durch. Siehst, hier gibt es einfach nur einen Weg. Ich habe jedes Mal Schiss, dass einer um die Eckschosse kommt. Von deiner Multifreaks. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein Sprungteufel. Das nehme ich jetzt mal an. Ich glaube, der springt auf. Und er hat eine Batterie dort, wenn mich nicht alles täuscht. Herzlichen Glückwunsch, er wird aufspringen. Macht euch gefasst. Okay, er springt nicht. Noch nicht. Ich mache mich echt auf alles gefasst in dem Scheißding hier, ohne Witz. Pray for Revelation. Alles klar, das werde ich vielleicht in Erwägung ziehen, möglicherweise. Oh oh. Oh oh. Alles in Ordnung. Nichts passiert, Mann. Oh Gott. Ich glaube aber, wir müssen nur trotzdem durch. Der sieht trotzdem gefährlich aus, der Kerl. Der sieht echt gefährlich aus. Aber er ist glücklicherweise nicht zu stark entstellt. Ich glaube, da liegt Annie von der Sicherung. Ich gucke mich trotzdem um, ob es hier nicht auch noch eine Batterie oder sowas gibt. Ja, super. You're like a super trooper, na, Textagesser, Ekeltyp. Arsch nicht geputzt. Oh, Mann. Wenn ich anfange zu singen, dann wisst ihr Bescheid, mir geht's gerade nicht so gut. Oder mir geht's zu gut. Gibt man die 2 Möglichkeiten. Wenn ich singe, entweder ich bin absolut nervös oder mir geht's saugut. Und in dem Fall geht's mir echt nicht saugut. Der rennt uns jetzt auch bestimmt hinterher, oder? Wenn ich mal das Ding greife. Ja. Ist alles klar, Mann. Alles so, wie du willst. Alles in Ordnung bei dir. Oh Gott. Musik. Musik. Hui. Okay. Papa, Papa. Ich setze erstmal die Endsicherung ein. Dann haben wir das schon. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Boah, bin ich arg gespannt. Man merkt es gar nicht, oder leid? Man merkt es überhaupt nicht, dass ich arg gespannt bin. Ja, da waren die Schränke. Ich versuche mal auch die ganze Zeit durch irgendwelche saudumme Gebabbel Mut zu machen. Aber irgendwie will es nicht heute. Heute ist echt nicht mein Tag, merke ich.
Ich bin schon bei der letzten Episode zum Zerreißer arg gespannt gewesen. Und das macht mich gerade echt absolut fertig. Du war der Spinner und du geht's aber auch noch irgendwo lang. Gucke, ob der Blitz zweimal einschlägt oder ob das heftig wird. Okay, das ist ein bisschen kurz, genau, ein bisschen die Nase geriffelt. Das ist aber schon mal gut zu wissen, dass wir hier uns verstecken könnten. Ich will einfach keine böse Überraschungen hier erleben. Oh, geil, geil, Jackpot. Jackpot, Leute. 6 Batterien insgesamt. Oh, oh. Okay. Wow. Okay, der Kerl bewacht was. Da ist er. Bitte guckt nicht hier drunter. Das können wir gern machen. Aber ich hoffe, ich gewinne. So, jetzt gehen wir da rein. Und solange ich gewinne, ist alles in Ordnung, Mann. Bist du noch einer oder wart ihr alle hier? Okay. Dann machen wir den Scheiß doch mal zu hier. In der Hoffnung, dass wir nicht alle sind. Weil ich habe das dumme Gefühl, sobald ich die Sicherung aufschnapp, kommen hier vielleicht sogar beide hinterher. Und ich mag mich hier erstmal umgucken. Das ist die Sicherung. Invite the Wallrider. So Kaffee und Kuchen oder was, aber ich glaube, dass der das nicht braucht, mein Lieber. Ich glaube, der Walritter, der mag nur Gedärme. Und nochmal, jetzt sind wir wieder bei 6 Batterien. Scheiße, Jackpot. Da sollte ich mich verstecken, falls die Bursche da reinkommen. Und ich glaube, die kommen echt. Du ist absolut duster. Da finden sie mich nicht. Okay. Wie sieht's aus? Poltern sie schon dagegen, oder? Hui. Also wenn wir da rauskommen und ich die Sicherung eingelegt habe, dann werde ich auch definitiv speichern, ihr liebe Leute, und die Episode beende. Aber ich weiß nicht, wie es gerade ausschaut. Können wir noch irgendwo anders tief fliehen, oder? Ich glaube, derzeit gibt es keinen anderen Ausweg hier. Oh doch, jetzt kommen sie. Jetzt rumpeln sie gerade gegen, glaube ich. Ich verschwende hier aber Batterie, das gefällt mir gar nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen überzwerg und die kommen gar nicht. Und unseren guten Miles Upshore, der schnauft auch wieder ganz schön. Ey, der Typ, der rührt wie ein Elch, jetzt mal ohne Witz. Also wenn wir es hier in der Episode nämlich in kürzester Zeit rauspacken, dann tät ich auch hier noch einen Cut setzen, je nachdem. Ich habe keine Ahnung, ob die Knabe jetzt noch kommen wollen oder nicht. Da können wir nicht durch. Ne, es sieht wohl so aus, als wären wir hier außer Gefahr erstmal. Okay, dann renne ich jetzt einfach durch oder versuche da durchzuschleichen noch. Je nachdem, wie es ausschaut. Okay, der Typ ist nett da. Dann probieren wir es doch mal, uns da durchzuschleichen. Da können wir uns da durchquetschen, okay. Der ist vielleicht zu seinem anderen Kumpel in den Raum. Oh, bitte, 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 lass mich in Ruhe, Mann. Ich gucke auch gar nicht in die Richtung. Dann machen wir mal hier die der zu. Und gehen wieder zu dem Raum mit der Sicherung. Und dann sollte das eigentlich für heute auch definitiv wieder genug sein. Ich weiß, ihr kennt nicht genug davon sehen, wie ich mir in die Hose scheiß vor lauter arg. Aber es ist jetzt erstmal echt genug, ihr liebe Leute. Und ich steht Sarah, ich mache hier wie gesagt meinen Cut. Oh oh. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Musik, 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 Musik. Von wege Cut. Oh Gott.
Oh, scheiße. Wo bin ich dann jetzt gelangt? Hilfe? Du hast die Trittsicherung. Hui, cool. Also die haben wir noch. Geil. Musik, 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 Musik. Tschüss. Okay, renn, was es Zeich hält, mein Lieber. Und dann, setzt die Sicherung ein. Wie bin ich dann jetzt hier durchgekommen? Verdammt nochmal. Okay. So, jetzt nimm das Ding. Nimm den Scheiß. Nimm den Scheiß Schlüssel. Oh, nee. Jetzt ist der Kerl da runtergeklatscht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überhaupt weitermachen muss. Wo ich überhaupt herkomme bin. Ich habe keinen Plan gerade. Und ich kauere mich jetzt hier nieder. Dass der Typ da vorbeizieht. Und oh, ich mache jetzt hier einen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns mal wieder bei Let's Play Outlast. Uff, pelzig. Also machen's gut. Eiern. Yankee, aber bloß an den Typ sagen, dass ich da bin. Psst, bis morgen.